Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Champions League Hinspiel im Viertelfinale beim FC wieder Real. 1:0 verloren und ja, ich mache es heute kurz und knapp. Völlig zu Recht verloren. Glück gehabt, dass die Niederlage nicht höher ausgefallen ist. Fazit vom Spiel: eine katastrophale erste Halbzeit, auch die ersten 25 Minuten in der zweiten Halbzeit waren absolut katastrophal. Ja, mit den Auswechslungen wurde es ein kleines bisschen besser, aber ich habe nicht wirklich eine klar herausgespielte Torchance im Spiel gesehen. Ja, dann so halbherzige Schüsschen da aufs Tor. Ich bin gleich mal auf die Statistik gespannt. Wie gesagt, ich habe nicht einen gefährlichen Torschuss gesehen von uns. Wir haben nicht eine klare Torchance rausgespielt. Wir haben es nicht geschafft, mal Lewandowski überhaupt mal einen Ball irgendwie aufzulegen. Absolutes Trauerspiel, absolut. Ja, weiß ich nicht, wie man die Leistung erklären kann in der Champions League. Ich meine, wir haben so eine Leistung schon öfters gesehen, ja, im DFB-Pokal konnte man es sich auch nicht erklären, in Gladbach, in Bochum, gegen Fürth und so weiter. Wir haben schon viele so eine Leistungen gesehen. Ich finde es halt immer wieder erschreckend, beziehungsweise erstaunlich, dass von außen nichts getan wird. Ja, ich meine, wir haben, also spätestens nach 20 Minuten hat man gesehen, dass wir einfach nicht präsent sind, nicht da sind, gar nichts. Und es wird nichts versucht von außen. Es wurde nicht immer irgendwas umgestellt. Man hätte auch mal ganz klar mal ein krasses Zeichen setzen können und hätte mal irgendjemanden nach 20 Minuten auswechseln können. Es wäre egal wen, die waren alle schlecht. Alle waren schlecht. Was ein Kimmich heute zusammengespielt hat, war unterirdisch. Einfach unterirdisch. Wir haben keinerlei Idee gehabt aus dem Spiel heraus. Unsere Idee war, wir spielen den Ball nach außen und wünschen Coman viel Glück. Das war unsere Spielidee heute. Das war alles. Gnabry war gar nicht existent. Davies war auch nicht existent. In der zweiten Halbzeit war er ein Tacken besser, mal zwischendrin hat er wenigstens mal eine Szene gehabt. Das soll auch gar kein Vorwurf am Davies sein, der kann am wenigsten für, wenn er aus einer schwerwiegenden Verletzung kommt. Aber der Rest der Mannschaft, die Einstellung war für den Arsch. Im Zweikampfverhalten habe ich gar nicht gesehen in den ersten 45 Minuten. Es war nur ein Hinterhergerenne, Pressen. Ich weiß nicht, was wir da vorne gemacht haben. Wir laufen mit 2 Leuten an, wenn 4 Leute freistehen. Wow, dann schenkt ihr das doch gleich ganz. Wenn man dann anfängt, so 20 Minuten vor Schluss, dann fängt man an, Fußball zu spielen. Ja, dann reicht das einfach nicht. Also vorher habe ich das Gefühl gehabt, so, ja, wir spielen Angsthasenfußball. Also wir spielen erst gar keinen Fußball. Also keine Ahnung, das war nicht das, was wir die letzten Wochen gespielt haben. Wir haben ängstlich hinten dran gestanden, wir haben vorne nicht konsequent gepresst. Wahrscheinlich aus Angst, dass wir in Konter laufen, sonst irgendwas. Leute. Da Spiele 3-0, 4-1 ausgehen müssen. Ja, bei den Chancen, die wieder Real hatte. Das ist das Einzige, was wir uns irgendwie hoffnungsvoll auf die Fahne schreiben können. Aber ganz ehrlich, also mit so einer Einstellung und so einer Leistung haben wir es auch nicht verdient, in ein Champions League Halbfinale einzuziehen. Sag ich euch ganz ehrlich, wie es ist. War für mich ein absolutes Trauerspiel. Wir werden jetzt noch einen Blick in die Statistiken werfen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Und dann war es das hier auch mit dem Talk heute. Weil ich habe keinen Bock da noch irgendwie einzelne Spieler zu bewerten oder sonst irgendwas, sondern auf den Nagelsmann und seine Taktik da einzugehen. Wie man so unflexibel sein soll. Er soll der absolute, ich bin der Coach der Stunde und er kriegt zwar nicht mal 10-mal irgendwie innerhalb von einem Spiel mal eine Grundordnung zu ändern oder mal einen Gnabry und Coman zu tauschen, Alter. Gnabry und Coman mal die Seite zu tauschen. Coman war so mega stark die letzten Spiele über links. Nee, kann er nicht. Kriegen wir nicht hin, oder was? Junge, Alter, ist das lächerlich. Boah, Alter, könnte mich richtig aufregen. Wow, 62% Ballbesitz. Fouls, bla, Zweikämpfe, 60% gewonnen. Ja, habe ich nicht wirklich gesehen, Leute, keine Ahnung. Also erste Halbzeit haben wir gefühlt. Hör mir auf. Schüsse aus Tor 4. Ja, das waren keine Schüsse. Also ich habe nicht einen Schuss gesehen, wo der Torwart wirklich mal in Bedrängnis war und mal wirklich irgendwie hardcore eingreifen musste. Er hat die Bälle halt aufgepickt. Schüsse insgesamt 22, das ist auch ein absoluter Witz.
Davon ging mindestens die Hälfte Richtung Eckfahne, Alter. Ecken 3-6, Ecken war gar nichts heute, genau wie die Freistöße, die wir hatten. Das war alles halbherzig, Gekrütze. 22 Flanken, davon war nicht eine gefährlich, wenn es wirklich 22 gewesen sein sollen. Nicht eine. Nicht eine verfickte Flanke war gefährlich. Junge, Junge, selten so ein schlechtes Spiel von uns gesehen, wirklich. Und das sage ich in dieser Saison, wo wir schon richtig schlechte Spiele gemacht haben. Aber die ersten 70 Minuten war es einfach nur schlecht. Und dann hat irgendwann bei Villarreal so ein bisschen die Kraft, aber nicht viel, so ein bisschen nachgelassen und irgendwie haben wir da mal gedacht, ach ja, wisst ihr was, jetzt könnten wir ja mal anfangen und mal ein bisschen offensiv spielen. What the fuck, Alter, wir sind der FC Bayern und nicht Buxtehude, Alter, der sich die Hose einscheißt, wenn er nach Villarreal fährt, Alter. Lächerlich, mit so einer Mannschaft, mit so einer Einstellung da aufzutreten, Leute. Sag ich euch ganz ehrlich, ey. Schüsse insgesamt und alles andere interessiert uns nicht, Alter. Ganz ehrlich. Das ist ein absolutes Trauerspiel, so in der Champions League aufzutreten. Da gibt es auch keine Ausreden. Ja, da gibt es keine Ausreden zu sagen, ja, war ja nur wieder real, haben wir vielleicht unterschätzt oder sonst irgendwas. Dummes Gelaber, Alter. Die haben 3-0 bei Juve gewonnen, wenn auch durch Standardsituationen. Und wie gesagt, die hätten uns heute 4 Stück einschenken müssen. Ja? Müssen, wirklich müssen. Dann wäre die Sache durch gewesen. Junge, Junge, bin ich enttäuscht. Ich bin richtig hardcore enttäuscht. Zum ersten Mal in dieser Saison bin ich wirklich enttäuscht. Gegen Gladbach war ich schon enttäuscht, aber heute ist es noch mal schlimmer. Wirklich, das war einfach lächerlich. Das war gar nichts. Gar nichts. In Musala hast du die ersten 60 Minuten 3-mal am Ball gesehen. Das war alles. Wie kann ich denn so aufstellen? Warum kann ich denn da nicht Der Kimmich war maßlos überfordert, Alter. Der hat immer einen auf die Füße stehen gehabt. Der konnte nicht mal einen Ball annehmen und mal vernünftig irgendwo hinspielen. Nein, du hast mal Grocker auf der Bank sitzen. Ich schon seit Wochen erzähle, Alter. Der super ballsicher ist, der die Bälle verteilen kann. Nee, den stelle ich da nicht auf in so einem Spiel. Alter. Und dann wundere ich mich, dass ich keinerlei Ideen habe und den verfickten Ball nur noch nach Coman rausspiele und hoffe, dass er da irgendwie was macht. Leute, das ist lächerlich. Absolut lächerlich. Spielerisch keinerlei Idee. Keinerlei. Junge, Feierabend. Reg ich mich noch richtig auf. Eigentlich wollte ich nur ein 2-Minuten-Video machen. Keine Ahnung, vielleicht am Wochenende zum Spiel. Vielleicht bin ich dann ein bisschen abgekühlt, kann da nochmal ein bisschen was zu sagen zu dem Spiel, aber eigentlich gibt es da nichts mehr zu sagen, außer dass es eine peinliche Vorstellung war von der Einstellung her. Man kann mal ein schlechtes Spiel machen, gar kein Problem. Aber mit einer Taktik da aufzulaufen, mit der Einstellung da aufzulaufen, ich weiß nicht, mit welcher Einstellung sind wir aufgelaufen? Zu sagen, ach ja, lass uns mal hier 0-0 holen oder was? Was ist das für eine Einstellung gewesen? Und auch die taktische Herangehensweise. Und wie gesagt, es wurde keinerlei Einfluss genommen. Keinerlei von außen. Es wurde keinerlei Zeichen gesetzt. Ach ja, dann machen wir mal ganz normal, wie immer, machen wir mal in der 60. Minute einen Wechsel. Alter, den hättest du schon nach 30 Minuten machen müssen. Punkt. Junge, Junge. So, Feierabend, Leute. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch einen schönen Tag, schöne Resttage. Ist ja bald Wochenende und rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund und ja, nehmt das nicht so ernst. Die schönste Nebensache der Welt, aber man kann einfach auch mal enttäuscht sein und das bin ich heute.